dieser Halbfinalbegegnung gibt es keinen Favoriten. Und das macht die Spannung dieser Begegnung aus. Beide Mannschaften sind als völlig gleichwertig einzuschätzen. Und da bleibt die Frage, Sebastian, wer hat denn die bessere Taktik? Ja, das wird sich zeigen, Tom. Das ist schwer zu sagen. Ich habe mit beiden Trainern vorher gesprochen. Die haben mir gesagt, wir gehen voll auf die Offensive. Also die Taktik heißt alles nach vorne. Und deswegen erwarte ich hier auch ein richtig spannendes, gutes Fußballspiel. Klasse, wie er den spielt. Ja, aber und er trifft die Latte. Und was für eine Parade. Gut gehalten vom Torhüter. Und das ist ja fast schon peinlich für den Spieler, der diese Chance vergibt. Ein wunderschöner Pass. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Ich glaube, da war keiner mehr dran. Abstoß. Ja, da muss er einen anderen Pass spielen. So ist das Ganze kein Problem für den Verteidiger. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. So, für den Rest des Spiels sollte er jetzt lieber ein bisschen aufpassen, denn bei der nächsten Verwarnung ist er draußen. Boah, nach dieser dummen gelben Karte muss er sich für den Rest des Spiels aber zurückhalten. Gutes Stellungsspiel. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Ja bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Und hat er die Situation gut eingeschätzt. Und daraus könnte was werden. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Und so oft wir dieses Tor sehen, es wird uns nicht langweilig. Ja, das ist Weltklasse Fußball. Was für ein Tor. Ja, und wie er die Möglichkeit ausgenutzt hat, Hut ab. Ja, das war ein schöner Ball und der geht weit nach vorne. Bringt der Verteidiger da noch einen Fuß ab. Die Entfernung ist einfach zu groß, da ist der Ball viel zu lange unterwegs. Kein Problem für den Torhüter. Ja, und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Oh, das hätte gefährlich werden können, wenn der Abwehrspieler den Ball nicht abgefälscht hätte. Hat nur noch... Ja, und den hat er soeben noch dem Stürmer vom Schuh stibitzt. Ganz weiter Ball vom Keeper. Der Ball war nicht nur lang, sondern auch genau gespielt. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Tja, wie willst du einen Torwart mit so einem Ball in Verlegenheit bringen?
Eine gelbe Karte gibt's nicht, aber bitteschön, immerhin Freistoß. Und aus diesem langen Ball könnte sich eine gefährliche Situation ergeben. So, der kann die Bälle in die Räume spielen. Ja, klasse Abwehrleistung. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Und den haben viele schon drin gesehen, aber der Torhüter war mit dem Reflex noch da. Großartige Aktion des Torhüters bei diesem Konter. Ja, Torwart will kein Risiko angehen, klärt. Mein lieber Mann, jetzt wird es aber langsam munter da unten auf dem Platz und der Schiedsrichter, der lässt das durchgehen. Ja, wo ist der Ball? Der war doch weit weg. Natürlich entscheidet der Schiedsrichter da auf Freistoß. Ich verstehe ja, dass sich jeder harte Zweikampf eine gelbe Karte nach sich zieht, aber hier wäre sie mit Sicherheit angebracht gewesen. Und der Ball kommt an und das bei der Entfernung. Respekt. Ja, jetzt die Frage. Und der Ball ist im Netz. Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Ja, wird es hier einen Sieger geben? Fragen Sie mich, was Leichteres. Es steht unentschieden. Und der Halbzeitstand lautet 1:1. Ja, das ist natürlich traurig. So ein gutes, schnelles Fußballspiel und so viele Verletzte. Hoffentlich geht das nicht so weiter in den zweiten 45 Minuten. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Spieler sind alle da. Auf geht's. Das war ein richtiger Zuckerpass. Wunderbarer Pass. Los, schieß, Junge. Schöner langer Ball. Ja, ein bisschen leichtfertig verloren hat er da den Ball. Ja, das ist ja nicht zu fassen. Alle drei Unparteiischen scheinen dieses brutale Foul nicht gesehen zu haben. Und natürlich muss er jetzt die gelbe Karte aus der Tasche holen. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Ja, klasse, wie er da genau richtig steht und den Ball locker aufnimmt. Herrlicher Pass. So leicht macht, bitteschön, schon hat er den Ball. Das wird gefährlich. Also da hat er wirklich Glück gehabt, dass er dafür nicht noch gelb kriegt. Der Gegner war ja noch nicht mal in Ballbesitz. Keine Verwarnung für den Spieler. Der Schiedsrichter hat wohl seine Kontaktlinsen vergessen. Schöner Ball, weit in die Spitze. Ja, klasse ab, der passt perfekt. Oh, das ist unglaublich, diese Technik, ein klasse Tor. Das ist unglaublich, wie der diese Freistöße schießt. Mit viel Gefühl, mit viel Effet. Ja, da wird der Trainer mit der Zunge schnalzen. Das ist einfach super, wie die da hinten drin stehen. Taktisch ganz diszipliniert. Absolut spitze. Da macht ihn. Und der passt genau in den Knick.
Erstklassig, ein fantastisches Tor. Also dafür hat er auch gerackert, für dieses Tor, das er jetzt endlich erzielt hat. Ich kann von hier oben sehen, dass sich doch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenauslinie warm machen. Da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornimmt. Der Trainer wechselt aus und wieder mal Endstation beim Verteidiger. Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Ja, das sah doch eigentlich nach einem sicheren Tor aus, aber der Keeper hat ausgezeichnet pariert. Boah, und der landet auch noch genau beim Mitspieler. Ja, das war abseits. Ja, und die Wiederholung zeigt deutlich, das war schon korrekt entschieden. Ja, und jetzt muss er neue Impulse setzen, der Trainer. Und womit macht man das? Mit einer Auswechslung, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Ja, da lässt er den Ball laufen. Klasse Zuspiel. Und jetzt ist die Frage, können sie Kapital schlagen aus dieser zahlenmäßigen Überlegenheit? Eine unfaire Aktion, die mit der gelben Karte bestraft wird. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Boah, die Spieler gehen hier ganz schön hart zur Sache. Auch diese Karte völlig in Ordnung. Und zum ersten Mal in diesem Spiel wechselt der Coach aus. Und der Freistoß geht genau in die Mauer. Achtung! Und mit den Fingerspitzen wehrt er den Ball soeben noch ab. Es gibt Abschluss. Ja, mit dem Wechsel musste man eigentlich rechnen. Und der neue Mann hat jetzt die Gelegenheit, ein paar Akzente zu setzen. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeige ich da eine Karte oder nicht? Platzverweis, gelb-rote Karte. Na, so kommen sie auch nicht weiter, oder? Oh, das sieht gar nicht. Jetzt hat er den Platz. Oh, klasse. Mit den Fingerspitzen ist er da noch irgendwie an den Ball gekommen. Ja, die Spieler rücken in den Strafraum auf. Es gibt Eckball. Ah, der Knutze die Chance. Und so viele Spielunterbrechungen gab es nicht. Es werden nur 2 Minuten nachgespielt. Jetzt hat er die Situation geklärt. Das ist der Sieg und es war eine gute, eine souveräne Vorstellung. Und so können sie jetzt zuversichtlich ins Finale gehen. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir, das sind Sebastian Hellmann und ja, bis dann.